keer zit hij drukker? Enkele keer. Een enkele keer? Ja. Maar ik keer drugswandelen, ik woon hier achter. Oh, In een oud huis van 1725. en hoe lang moet het geld door? 51 jaar. Dus Oorspronkelijk kom ik van Duitsland, dat hoort ja. Hoe ik geboren ben, dat weet je toch niet, dat is Schweidnitz. Heb je er nog nooit van gehoord? Schweidnitz? Ja, weet je niet. Wo ist denn das? Ja, irgendwo op de wereld. Spreek maar gewoon Nederlands. Irgendwo auf der Welt, maar in Duitsland? Nee, dat is nu Polen. In Polen? Ja. En ik ben als 64 jaar getrouwd. Ik ben kunstschmied van beroep geweest. Laatste schmied op de Annecy. Echt waar? Ja. En je kunt bij mij in huis komen als je dat wilt zien, als je dat interesseert. Hè. Normalerweise, je wilt je geen apart doen. En je bent er nog jong. Hè. Ik ben Of dat huren we keer, hè? 74 en de vrouw van mij wordt nu 79. Dan kent ze bij mij kunstwerken zien, die hebben ze nog nooit gezien. Weren we wel beneden, hè? Ja, bist du wel benauwd. Dat zie je toch niet. Voor mij is het de einzige deur, ik heb het deuren, en ik ben de einzige die een daakut heeft met een fietsenventiel erop. Op de ganze wereld zie je dat niet eens. Is geen flauwekul. Wat moest je zeggen, jong? Het gaat voor en zo. Nee, Ja, maar, ja. maar luister, dat is ook een oud huis. Hè? En ik heb ook een oud huis, maar ik heb nooit een handwerker. Ik maak alles zelf. Sorry. Ja. Ja, en als je dat wilt zien, kan je dat zien. Maar doet je nog steeds wel wat, smeden? Ik heb zelfs nog een smeedvuur ook nog. En ik heb een oude auto, dat is 40 jaar, een oude Jeep. Also zo'n Land Rover. Hé, maar even terug naar, want ja, bij wet, misschien wordt het wel een dubbele aflevering. Dat kan ze 4 afleveringen maken, als je dat Een wilt. combinatie tussen onderweg en uit en zo. Ja. Maar even serieus, 51 jaar geleden ziet je van Schweidnitz? Nee, ik heb mijn mama en pap nooit gezien. Dat is wel heel vreemd. Ja. Ik Vertel. kan een verhaal vertellen, dat ik een gans boek beschrijven. Nee, maar wie komt dat dan? Dat je papa en man nooit gezien hebt? Weil ik in 43 geboren ben, in Schweidnitz. En Schweidnitz is 10 kilometer van Breslau. Ja. En Breslau, dat is bekend, hè? Dat het Wroclaw. Dat is nu im Riesengebirge. Ja? En mijn mam die had 5 jongens en alle 5 van een andere man. Streng katholiek. Ja? Wow. En ik was de jongste, ik had ze weggegeven. En dan later ben ik bij pleegouders groot geworden. En dan sind die da vertrieben worden in Schlesien. Heb dat van gehoord? Dat is achter de Oder-Neiße-Linie is dat. Hè? Dat is nu Polen, also früher war dat Duitsland. En dan is dan, da hebben die Russen, wie dat in de oorlog was, die hebben die Polen opgeschuift. En die hebben dan Schlesien gekregen. En dan worden die Lü verdreven die mich angepakt hebben. Die hadden toen een jong. En der jong, der is bij geboorte gestorven. En hadden ze een meisje, dat was toen 12 jaar. En dan wilden ze een ander kindje hebben, daar hebben ze mich aan plaats van dat kindje genomen. En dan is de Krieg gekomen. En dan moesten mijn pleegouders, die moesten vluchten. En dan hebben ze dan doch nog een zuster gekregen. Ik heb een halfzuster zogenaamd. En die is dan bijvoorbeeld, laat maar stellen, geboren in Oostenrijk, in Vöcklerbruck-Hof, hè? Daar is sie geboren. Und ich bin da mitgegangen, da konnte sie mich adoptieren. Und ich bin der Einzige, der auch 3 Mutter hat und eine Paar. Ja, ist keine Frau. Ja. Und dann ungefähr mit 12, da bin ich achtergekommen, dass das nicht meine echte Ouders sind. Und dann habe ich befürchtet, die haben mich doch leren laten. Dann in gegeven Moment, da sind wir von anderer Kant von Deutschland, was dann an der Grenze war von der Ostzone, also in Walkenried. Habt ihr bestimmt was gehört vom Harzgebirge? Ja. Die schönste Stadt da im Harzgebirge ist noch die Ostzone, das ist Quicklinenburg. Und da bin ich dann zuerst in die Schule gegangen. Und meine Pflegepaar, der war Sattlermeister. Ein Sattler, wisst ihr, was ein Sattler ist? Nee. Zadelmaker? Ja, ein Sattlermeister. Und Sattler, das sind Menschen gewesen, die früher für die Pferd unterhalten haben auf die Boerderij. Hè? Und dann bin ich ja da in einem Dorf groß geworden, da waren 40 Gezinnen und die werkten auf einer Boerderij. Und dann muss ich 3 Kilometer naar de Schule gaan. Also ich kann euch vertellen, ein ganzes Buch davon. Maar dan heb je vroeger ook hard gewerkt. Werk ist für dumme Lü. Ihr habt ja auch noch das hart gewerkt, das tue ich doch. Ihr habt ein Hobby, ich habe altijd Hobbys gehabt. Weil ich gerne getan habe, snap je? Ja, und danach, für 12, 13 Jahre, habe ich fast gemerkt, dass ich keine Autos habe.
En dan hebben de voor mijn echt... Wie heb je dat gemerkt? Hebben ook pleegouders ook dat verteld? Of heb je er zelf nog gevraagd? Nee, dat heb ik later allemaal gehoord van Rode Kruis. Ik heb dat later gehört, bijvoorbeeld dat ze mich adopteren wilden, maar dat ging niet door. En die heette bijvoorbeeld allemaal, mijn pleegouders heette Jerzak. En Jerzak heette, die zijn allemaal familie in feite van die pleegouders. En mijn zuster, wat ik zeg, dat is niet mijn zuster, die heet Jerzak. En ik heet Bittner. En mijn pa heet Hecht. Dat heb ik later pas gehoord. En waarom hebben ook pleegouders ook dat nooit verteld? Die hebben dan later, mijn zuster, wo mijn pleegouders mij voor gepakt hebben, die 12 jaar alt war, die sind dann flucht, dann ist die dann Verwachtung gekommen later mit Mam. Und dann bin ich dann befördert, musste gegangen. Meine Mam hat dann durch Rote Kreuz habe ich die gefunden, aber über meine Pa. Meine Pa war getraut mit einer in Remscheid. Und Remscheid ist hier kurz bei, ja? Und von die Frau, die hat dann later gewusst, dass meine Pa mich gemacht hat in Schweidnis, in Schlesien, in den Urlaub, ja? Da bin ich dann 43 geboren. Und dann ist meine Mom dahin gegangen, also die echte Frau von meinem Pa, die ist dann naartoe gegangen, hat gefragt, ob sie das Kind aus mich konnte haben. Da war das allemaal nicht aufgefallen, schnapst du? Und dann hatte ich dann eine Zuster beigekriegt. Die ist Rosemarie. Maar heb je nooit de behoefte gehad om ook natuurlijke, biologische ouders nog eens een keer op te zoeken? Ja, mijn mam die sollte hier leven en die had ja 5 jongens. Hè? Maar mijn tante van mijn pleegouders, Christa, die war eine Bote, die sind mit meinem Waldbesuch gegangen. Und wie dann in 12 Jahren durch das Rote Kreuz, dass sie gefunden haben, dass ich doch lebte, ja, dann habe ich dann Kontakt gehabt mit einer Halbschwester. Die hatte auch eine Schwester und die war in Remscheid. Die sind dann bei mich auf Besuch gekommen. Okay? Das ist ganz verhalten. Und dann bin ich dann mit 12 Jahren hingegangen, da habe ich gedacht, dass das ein Unterschied war. Und wenn du allein bist, dann habe ich dann gehört, dass ich finde, oh, das echte Höppe. Und dann wusste ich nicht, was Liebe war. Und dann kamen die von der Zeughäufer, und dann kamen die von der Kirche, und dann kamen die. Und dann kam die, und dann bin ich nach Holland hier gekommen, da haben wir uns hier amüsiert, bedingt. Und ich hatte dann einen Beruf gelehrt für Schmied, im Moment. Und dann dachte ich so, in Deutschland gehst du weg. Da war ich Leger hier in Holland, bei Marchese, bei der Luftwaffe. Und dann wollte ich da bleiben. Und dann bin ich dann getraut. Und dann war ich dann erster Soldat wieder hier in Maastricht. Habe ich gewohnt, ich kann das ganze Verhalen vertellen. Maar als je nog bij mij te huis komt, dat heb je dan nooit gezien. Maar even nog over dat. Heb je wel liefde gehad vroeger als kind? Wat is liefde geweest voor je? Dat was toch seks, hè? Dat was gewoon vogelen. Ja. Liefde is een gevoel unter het hersen wat je van unten ausstoßen moest. Dat is liefde. Klopt toch, hè? Ja, maar is liefde niet meer als alleen maar vogelen? In feite is dat zo. Nämlich, wenn die allemaal zo verliefd waren, waarom gaan ze dan later scheiden? Nou, niet alle, hè? Ja, maar doch. Want jij zit nog samen. Ich bin mit der Frau zusammen. Ich habe auch Verantwortung für, weil ich selbst groß geworden bin, Sonderauders. Und ich habe doch mal gut gehabt und die haben gut für mich gesorgt. Ja? Und dann finde ich im Geben, ich habe es auch Verantwortung gehabt, wenn ich ein Kind kriege, dass das Kind bei mir ist. Und dann gehe ich auch trauen. Snap je? Und ich bleibe da aber zusammen. Hoeveel kinderen heb je samen? Eén. Ja. Je ziet dus zelf vader. Is toch gelogen. Kent je die man? Ja, ik heb hem niet gezien, hè? Ja, maar ik ken de meeste hier in Berg, okay. Maar niet met naam. Die grote golden bril het dan op. Oh ja, dat weet ik. Maar, wat moet ik nou zeggen? Dat wordt toch gecompliceerder, joh, om dat altijd maar te houden. Als vader, kunt je ook dat voorstellen wie het dan is om eventueel een kind weg te geven? Ik kan me dat best voorstellen. Als je dat früher was, wie mijn mam, bijvoorbeeld, die hat gewohnt op de Rathausplatz 10, dat wist ik dan later. Da bin ich dann later nach der Ostzone gegangen mit der Frau von mir. Ja? Da habe ich gut verdient. Ich war der letzte Schmied auf der Ansee. Und von der Ansee haben sie mich weggekommen. Da war ich dann Chef von der technischen Dienst. Obwohl ich nicht gut schreiben kann, weil ich kann alles mit der Hand. Okay? Alles mit der Hand. Ich kann nicht gut schreiben, lesen kann ich Niederlands. Und mich interessiert alles. Als ich euch frage, was der höchste Berg von Mexiko, das weet je nicht, der Popocatépetl. Und so geht allemaal so eine flaue Curl. Mich interessiert alles. Maar dat is eigenlijk niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Ja. Of je zelf ooit een kind zou kunnen weggeven. Je zegt van, ik kan het wel begrijpen. Ja, maar dat komt ja. Früher hebben ze... Mijn mam heeft mich weggegeven. Normaal is de moederliefde veel groter als wie de vaderliefde. Oké? De vader is immer gemaakt, genau wie een ding. Der ist für zijn sperma uit te breien. En genau wie een kudde. Deswegen sind die Menschen für das Ding. Und deswegen haben sie befördert, die samen sind. Maar een man kan mehrere Frauen hebben. Dat wil je ook. Dat is in de natuur alle Säuge, die er doen. Dat snap je? En dat is vogelen het belangrijkste, om zijn genen weg te planten.
fort te planten, of niet? En bij de mam is dat anders, die hält aan van den Kindern. Maar wenn een mam van de Kindern nicht hält und die wird dann von die Kerls immer besudemietert und later, wie das bei Hitler war, da kriegt die einen Orden, weil sie 5 Jungs hatten, alle 4 von einem anderen Mann. Und da hat sie 2 bij zich gehalten en 3 hat sie weggegeben. En daar kreeg hij een orde voor? Da kriegt die früher eine Orde für die Mam von mich. Und dann hat sie later, wie mein Tante, sie ging opzoeken und ich war 12 Jahre, da habe ich gesagt, ich wollte es zien. Weißt du, was sie gesagt hat toen tegen mijn Tante? Da musste ich kommen, lass mal schnell bei Fromm und Dresden, da konnten wir uns das erste Leben treffen, wo ich meine Mama nichts gesehen hat. Maar ich mochte nichts sagen, die hat wie ein anderer Mann bei sich. Und die anderen hat sie weggegeben. Einen an den Müller, einen an den Buhr und einen an den Sadelmaker. Von die 3 Jungs. Nee. Und der andere Jung, der ist dann befördert ihr gewesen, Reporter gewesen. Und der andere, der war bei der Regierung in Ostdeutschland. Und das hat sie dann natürlich vertellt. Und das durfte natürlich nicht sagen, dass sie noch 3 hat. Schnappst du? Die 2 hat sie bei sich gehalten. Dat is toch compliceerd, hè? Ja, dat is nogal gecompliceerd. Maar neemt je ook mam wat kwalijk? Wie? Of je ook mam... Mijn pleegmam is mijn mam zogenaamd. Ja. Maar die leven niet meer. Ik heb alleen maar nog een halfzuster. Maar de biologische moeder, hè? Ja? Die ook gebaard heeft. Ja. Neemt je die iets kwalijk? In feite niet. Nee. Op de andere hand vind ik dat kwalijk daarna wat ze gedaan hebben, kwalijk. Nämlich, dass sie streng katholiek sind, die, ja. Und du wirst dann sagen, die Kirche sind die größte Lügen, die was sind, mit den größten Flickerbänder, was rundläuft. Also ich habe mich da auch die Bibel gelesen und ich habe gedacht, das soll mal jetzt anders sein, Liebe. Weil Liebe ist nichts anderes im Moment. Allein bei dich hast du eine andere Liebe als ich wahrscheinlich, von Gefühl her. Weil ich kann da mal drüber sprechen, ich kann es alle fragen, ich weiß alles über die Christenheit, ich weiß, wie der erste Gott war, ich weiß, bevor wir mal stellen, dass Jesus ein Terrorist war, das weiß ich allemal, schnappst du? Mich interessiert alles. Und so interessiert mich auch alles mit Bauen und mit Tun. Und wenn du bei mich kommst, dann siehst du jetzt, das hast du noch nicht gesehen. Die ganze Welt siehst du noch nicht. Zullen we even gaan kijken dan? Maar du machst hier lang kijken. Ich gehe nur eten, da krieg ich von der Frau Muschel. Die mag Muschel. Oh. Ja, wir müssen kijken, was ich hier dran habe, das willst du auch nicht. Was ist da dran? Een ketting. Nee, ja, de ketting, dat zie je, dat zit de blinde. Hallo? De portemonnee. Nee. Nee? Nee. De huissleutel. Nee. Ja, der ist gut. Da ist eine goede kop oor. Die geht immer.